Ja, Freunde, nachdem wir im letzten Part den Verbannten besiegt haben, geht es direkt nach der Cutscene weiter. Das Zeitportal wurde aktiviert, du musst dich nicht fürchten, Michael. Ich fürchte mich eigentlich auch nicht. Alte Dame, wer auch immer du bist. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit, es verbindet dich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Klingt ja fast ein bisschen romantisch. Geh, durchschreite das Portal und du bist am Ziel deiner langen Suche. Okay, Großmütterchen. Bardo, kommst du mit? Ich halte dann mal hier die Stellung, ja? Das Mütterchen sagt ja ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt und dann muss ich mir eben eine Abräumung verpassen. Ja, und das willst du machen? Darauf muss ich mir vorbereiten. Ja, grinst nur so dämlich. Und wer soll sich sonst um das Mütterchen kümmern? Außerdem... Ja? Ich spreche jetzt schon aus. Ach, nichts. Ja, ich habe das Gefühl, Bardo ist zu einem guten Kumpel von uns geworden. Oder wäre das schon immer? Ich meine, wir reisen ja gerade durch die Zeit und... Ach, wer weiß das schon. Grüß Zelda von mir, Michael. Okay, offenbar hat das kapiert, dass Zelda und ich miteinander verbunden sind. Wie auch immer. Für uns wird es Zeit, das Zeitportal zu durchschreiten. Und endlich das Geheimnis um Zeldas Macht, um ihre Rolle in diesem ganzen Spiel zu erfahren. Macht er einfach durch, oder? Öffne den Weg für mich. Boah, wie das aussieht, ey. Der Tetris ist direkt dagegen. 3D-Tetris, cool. Ne, Scherz beiseite. Und los geht's! Wie kann Link da ohne Probleme einfach rübersprinten? Müssen er nicht quasi im Stil von Hoppe, Hoppe, Reiter drüber springen? Oh, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Das ging ja schnell. Hylia-Tempel. Was? Hylia-Tempel? Da ist dir... Hey, Impa, na wie geht's? Hey! Da bist du ja endlich, Michael. Ich hab dich erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass du etwas verwirrt bist, doch ich werde dich aufklären. Dies ist der Hylia-Tempel. In einer Zeit kennt man ihn unter dem Namen Tempel des Siegels. Was, sind wir am gleichen Ort? Unermesslich lang ist es für euch her, dass die Göttin den Todbringer an diesem Ort eingeschlossen... Was, Todbringer? Hier ist indes nur ein Augenblick vergangen, seit der Wolkenhort vom Erdland getrennt wurde. Moment mal, das heißt, dass die Göttin Hylia auch doch hier sein müsste. Der Todbringer ist ein bescheuerter Name. Genau, das ist Zeitportal durchquert und bist in die Vergangenheit gereist. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Geh ab nun durch das Tor dort hinten. Dort wartet dich jene Person, für die du all diese Strapazen auf dich genommen hast. Okay. Mal gucken, wie sieht denn der Hylia-Tempel hier in der Vergangenheit aus? Eine Vogelstatue, klar. Kannst du in der Vergangenheit abspeichern, ist ja cool. Kann ich eigentlich auch hier durch? Ich würde echt unangenehm, wie sie aussieht. Nee, hier kommst du nicht durch. Müsste ich doch hier durchgehen oder nicht? Kann ich hier überhaupt nicht durch? Nee. Ich will mich nicht rauslassen. Scheiße. Ja, vorher noch zurück zum Todbringer, was sie erzählt hat. Ich muss jetzt noch etwas Kleines erklären, Freunde. Und zwar dieser Todbringer. Der soll dieser der endgültige Endboss bzw. der Meister von Girahim sein. Das weiß ich deshalb, weil ich mich diesbezüglich etwas spoilern lassen habe. Und zwar heißt er auf Englisch Demise. Also ausgesprochen D-E-M-I-S-E. Ich sage jetzt einfach mal Demise. Der heißt so auf Englisch. Ich wusste von dem aber bisher wirklich nur den Namen und dass er der Meister von Girahim ist, mehr nicht. Jetzt erzählt es mir von dem Todbringer und ich schätze mal, es ist die eingedeutschte Version von dem Namen. Und wenn ich ehrlich bin, Todbringer finde ich irgendwie beschissen. Also da fand ich Demise besser. Aber gut. Ist nur meine eigene persönliche Meinung. Moment mal, in der Zukunft ist doch hier dieser goldene Kristall. Da ist sie, Zelda. Endlich bist du hier, Michael. Du hast einen langen Weg hinter dir. Allerdings, obwohl, durch die Zeit, ja, oh doch. Ein paar hundert Jahre, schätze ich mal, vielleicht sogar 1000 Jahre. Ich meine, in unserer Zeit kann sich keiner mehr erinnern, dass wir mal vom Erdland abstammen. Imp hat dir sicher gesagt, wo wir hier sind, oder? Das hier ist die ferne Vergangenheit. Das kommt garantiert eine lange Cutscene. In dieser Zeit leidet das Land noch unter den Verwüstungen des Kampfes zwischen dem Todbringer und der Göttin. Die Legende, die man sich darüber im Wolkenland erzählt, ist nicht irgendein Märchen. Es ist wirklich so geschehen.
Krass. Lass mich dir alles erklären. Und willkommen in der Cutscene. Vor langer Zeit schufen die Götter eine unendliche Kraft, die ihrem Besitzer die Macht gibt, all seine Wünsche zu erfüllen. Das Triforce. Natürlich, das kennen wir doch. Der Todbringer fesselte eine Armee von Ungeheuern, um das Triforce an sich zu reißen und so die Welt zu beherrschen. Oh. In höchster Not schnitt die Göttin ein Stück aus dem Erdland und sandte das Triforce zusammen mit den Menschen in den Himmel. Sag mal, wie groß war die Göttin überhaupt, dass die einfach mal so ein Stück aus dem Erdland rausschneiden kann? Und, ich meine, der Wolkenhort ist ein bisschen größer als, ja, sagen wir mal ein Haus oder so. Die muss ja gigantisch gewesen sein, ey. So entstand unsere Heimat, der Wolkenhort. Nach einem langen, erbarmungslosen Kampf gelang es der Göttin Hylia, den Todbringer zu versiegeln. Doch es war offensichtlich, dass das Siegel seiner gewaltigen Macht über die Zeit nicht standhalten würde. Die Göttin hatte aus dem Kampf schwere Wunden davon getragen und wusste, sie würde ihn kein zweites Mal aufhalten können. Oh. Würde der Todbringer jemals zurückkehren, würde es das Ende der Welt bedeuten. Daher traf die Göttin Vorbereitungen, um ihn ein für alle Mal besiegen zu können. Ah, das ist unser Schwert, wa? Und den kann es nicht fassen, was jemand erzählt. Also, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen baff. Zuerst erschuf sie Fei, den Geist, an einem Schwert innewohnt, der den Auserwählten bei der Erfüllung seiner Aufgabe leiten soll. Okay, Fei ist eine Erschaffung, wusste jetzt auch noch nicht. Moment mal, wieso himmelt dann Trapusian? Ich meine... Okay, ja gut, sie ist dann in dem Fall auch eine Maschine oder so, keine Ahnung. Ich komme gar nicht mehr draus. Ich meine, wieso himmelt dann Trapo nicht die Göttin an und nicht ein Fei und hä? Außerdem gab sie ihre göttliche Form auf und übertrug ihre Seele in einen Menschen. Jetzt sag mal bitte nicht, dass du dieser Mensch bist. Sie tat dies, um mit Hilfe der Macht der Götter den Todbringer vernichten zu können. Was, sie braucht das Triforce, um ihn vernichten zu können? Alter Schwede. Denn wenngleich es von den Göttern erschaffen wurde, können sie selbst die unendliche Kraft des Triforce nicht nutzen. Was auch ein bisschen paradox ist, oder? Daher gab die Göttin ihre göttliche Kraft in ihren unsterblichen Körper auf. Wow, was für ein Opfer, ey. Ich meine, würdet ihr das machen, Freunde? Unendlichen Körper aufgehen, die grenzenlose Kraft. Du hast es sicher schon verstanden, Michael. Schauen wir mal kurz links Face an, ich schätze mal nicht. Du bist der Auserwählte und ich, Zelda. Lass mich raten. Du bist Wiedergeburt der Göttin Hylia. Ich bin ja als Mensch wiedergeborene Göttin Hylia. Ja, was habe ich gesagt? Oh, verdammt. Sie ist eine Göttin! Ah, das erklärt, wieso sie in anderen Zelda-Spielen so eine Macht hat. Sprich, zum Beispiel in Spirit Tracks noch. Oder auch in The Minish Cap. Das erklärt so einiges. Muss ich jetzt einen Knicks vor dir machen, oder wie? Am Tag der Vollgeradezeremonie... Mann, Impa! Belauschen Sie doch nicht! Am Tag der Vollgeradezeremonie riss mich Kirohim Silberwind ins Erdland hinunter. Kurz bevor ich in die Hände des Bösen fiel, rettete mich im Siegelhain eine alte Frau. Oh, ja, die kennen wir auch. Ich hatte keine Erinnerung an meine Existenz als Hylia. Die Frau erklärte mir, wer ich war und was ich tun müsse. Ich bin zu jedem Tempel gereist, um vor der Statue der Göttin zu beten. Ich erhielt mein Gedächtnis zurück. Impulsienerin der Göttin führte mich und brachte mich schließlich in die Vergangenheit. Ach, deshalb war sie in allen Tempeln. Das erklärt einiges. Und weiter? All dies, um die Rückkehr des Todbringers zu verhindern. Oder wie ich sagen würde, des Demise. Okay. Demise, der Todbringer, klingt auch besser, oder? Todbringer. Das klingt so endgültig, so aggro und was weiß ich noch alles. Aber schweife ab. Michael, das Siegel hat ihm seine wahre Gestalt genommen. Daher erscheint er als schreckliches Ungeheuer. Ah, das ist das Todbringer, denn wir uns... Das erklärt... Obwohl, nee. Das erklärt noch nicht alles, aber es erklärt das eine oder andere. Der Verband ist also tatsächlich dieser Todbringer. Aber auch so ist er ohne weiteres in der Lage, die Welt zu zerstören. Großer Trost, wa? Also kein richtigen Körper, aber... Ja, für seine Ungeheuer. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass der Todbringer dem Siegel entkommt. Ich werde nun hier in dieser Zeit das Siegel stärken. So werde ich ihn in unserer Zeit versiegelt halten können. Oh. Was? Du willst hier bleiben? Das Siegel des Hylia, das ich geschaffen habe. Ich muss es so lange wie nur möglich aufrechterhalten. Nun, da ich meine Erinnerungen zurückgehalten habe, erkenne ich, dass dies meine Bestimmung ist. Boah, die muss ein unglaubliches Wissen haben, hey. Moment mal, wenn die hier hinten ist und wir am
Weil ich im Tempel von Hylia bin, im Tempel von Hylia bin und der in Zukunft ja das Siegelhain ist, sprich, das heißt doch, dass Zelda dieses seltsame goldene Dingsbums ist. Krass, ey. Die Göttin hat dir Fei und dieses Schwert aus einem ganz bestimmten Grund anvertraut, Michael. Ich dachte, das wärst du gewesen. Das riesige Ungeheuer, gegen das du in unserer Zeit gekämpft hast, das war der Todbringer. Du hast ihn mit diesem Schwert bereits in 2 Kämpfen zurückgeschlagen. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken, Michael. Ja, und was machen wir jetzt? Das Strive versuchen, oder wie? Boah, wie linkes Auge, ey, das sieht aus, als wäre er hypnotisiert. Nach deiner langen Reise hast du viel erreicht. Ja, allerdings. Weisheit durch das Lösen von Rätseln. Kraft durch zahlreiche Kämpfe. Komm schon. Mut durch das Bestehen der Prüfungen. Der Göttin. Freunde, das ist wirklich ich behaupte jetzt mal, der einzige Link, der wirklich alle 3 Eigenschaften erfüllt. Ich glaube nicht mal den Link to the Past hätte 3 erfüllen können. Der hat jetzt am Schluss das Triforce, aber naja gut, das haben wir im Credits und so. Du bist unwürdig, das Erbe der Götter, das Triforce zu führen. Krass, Leute, wir müssen das Triforce besitzen. Sonst kann man wohl den Todbringer nicht vernichten, wa? Ja, na klar. Link machen, nix. Immerhin ist das die Göttin. Du hast unzählige Strapazen auf dich genommen, hast es bisher geschafft. Du bist ein wahrer Held. Ja, was bin ich jetzt eigentlich? Der Held der Zeit? Ich meine, ich reise da durch die Zeit, aber dann gibt es ja auch noch Queen of Time und... Als Anerkennung deiner Kraft, deines Muts und deiner Weisheit. Vielleicht dir Träger des Schwertes der Göttin eine große Kraft. Deinem Schwert und dir ist nun die Kraft gegeben, das Böse zu besiegen. Das war schon vorher. Strifers auf dem Handrücken. Okay, können alle 3 Fragmente besitzen. Dieses leuchtende Zeichen am Handrücken, das ist der Beweis, dass du der Held bist, der die heilige Kraft in sich trägt. Dieses Zeichen ist das Symbol des Triforce. Ja, wissen wir doch alles. Wissen wir doch. Kaum, so zieh nun dein Schwert, Michael. Ist es etwa schon soweit? Kriegen wir das ultimative Master-Schwert, das wahre Master-Schwert? Tatsächlich. Leute, durch den Sehen der Göttin hat das Master-Schwert noch seine wahre Gestalt angenommen. Yes, Mann! Jetzt kann sich Giwahim und sein Todbringermeister sowas von davon kriegen. Hey, sie haben keine Chance mehr gegen uns. Dieses göttliche Schwert hat die Macht, das Böse zu besiegen und nur du kannst es führen, Michael. Aber eins ist doch echt krass. Um den Todbringer zu besiegen, brauchen wir mehr als nur das Schwert. Wir brauchen das Triforce. Im Gegensatz zu Ganondorf und allen anderen, wo eigentlich jeweils 1 bzw. 2 Triforce-Splitter genügt haben. Michael, ich muss mich bei dir entschuldigen. Wofür nicht schon wieder? Das Symbol des Triforce deiner Hand ist das Zeichen unendlicher Kraft. Wenn du das Triforce findest, können wir mit seiner Hilfe den Todbringer vernichten. Aber nur jenen wenigen, die einen wahrhaft starken Geist besitzen, ist es gestattet, diese Macht einzusetzen. Oh, und du hast Angst, ich besitze diese Macht nicht, oder was? Niemand weiß, warum die uralten Götter das Triforce erschaffen haben. Ich dachte, du wüsstest es. Mein Hylia hat doch das Triforce von den 3 Göttinnen übernommen. Ich habe viel darüber nachgedacht. Die Götter haben es erschaffen, es gleichzeitig so eingerichtet, dass sie selbst es nicht nutzen können. Was ein bisschen dämlich ist. Vielleicht wollen sie auf diese Weise den sterblichen Wesen des Landes, die keine Götter sind, Hoffnung geben. Ach so? Ja, okay, das könnte auch sein. Mann, der Part ist bald schon wieder vorbei, ey. Ja, es wird es gewesen sein. Hylia benötigte einen Auserwählten mit einem starken Geist, der Welt Hoffnung bringt und den Todbringer vernichtet. Dich. Ja, genau. Uns! Aber um unendliche Kraft einsetzen zu können, dafür musstest du viele Prüfungen bestehen und zum Helden werden. Ja, was für ein Held jetzt? Einfach der Held? Bin ich der Superheld? À la Superman und so? Weil dann die anderen Helden haben eigentlich immer einen Namen bekommen. Die Göttin Hylia wusste, ich wusste. Ich wusste, um Zelda zu retten, würdest du dich furchtlos jeder Gefahr und Prüfung stellen, ohne auch nur einen Moment zu zögern. Na toll, jetzt redet sie schon von sich selbst in der 3. Person. Ich habe dich benutzt. Das klingt ein bisschen pervers, oder? Naja, also... Ja. Warum das so Augen? Mensch, jetzt geht, ey. Entwickler, das habt ihr auch dabei gedacht? Ist doch nicht hypnotisiert oder so. Fast ein bisschen aus wie ein Schwein, oder? Michael, es tut mir leid, dass ich in dies alles verwickelt habe. Nein, das könnte schlimmer sein. Aber dies ist ein Kampf, von dessen Ausgang das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Ich brauche deine Kraft, deine Weisheit und dein Mut, um ihn für uns zu entscheiden.
Bis langsam mal fertig, ich werde langsam heiser. Ich weiß, dass das sehr selbstsüchtig klingt, aber auch ich werde meinen Teil beitragen und den Preis dafür zahlen. Wieso? Was musst du zahlen? Zelda, mach keinen Scheiß, ja? Um das Siegel aufrechtzuerhalten, werde ich hier ruhen und mag es auch eine Ewigkeit dauern. Nee. Dann ist wirklich Zelda in diesem goldenen Ding da ihm noch eingeschlossen in unserer Zeit? Krass, hey. Michael, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Aber ich wusste es selbst nicht, bis meine Erinnerung zurückkam. Wie hättest du es auch wissen sollen? Ich wusste nicht, dass uns dieses Schicksal auferlegt war. Ja, wer zum Henker kennt schon, bevor das Schicksal überhaupt eintrifft, seine Bestimmung? Hallo? Ich wollte nur bei dir sein. Oh. Immer so eine rührende Szene, hey. Zelda! Zelda, bleib hier! Nein, nein! Zelda! Komm da raus! Michael, ich mag zwar die Wiedergeburt der Göttin sein, aber ich bin noch immer die Tochter meines Vaters und deine Freundin seit Kindheitstagen. Zelda, wie du sie kennst. Link, nimm doch mal dein Schwert dazu, Alter. Da kriegst du das Teil auf. Wenn der Todbringer vernichtet wird, ist das Siegel nicht mehr länger nötig und ich kann wieder aufwachen. Weißt du noch, wie ich dich immer aus dem Bett werfen musste, weil du so lange geschlafen hast? Natürlich weiß ich es noch. Willst du dieses Mal nicht aufwecken, Michael? Oh, Mensch, dieses Kind ist das traurig. Mann! So, ich verspreche es dir, hoch und heilig. Ich hole dich raus, ich werde ihn vernichten. Mit der Macht des Triforce. Das ist ein Versprechen. Zelda! Zelda! Was? Nein. Ist das... Scheiße. Es ist... Der goldene Kristall. Also, ja, das ist ein Bernstein-Dingsbums. Das wir auch aus der Zukunft kennen. Verdammt nochmal. Gibohim, Todbringer, beziehungsweise Demise, wie auch immer. Ihr seid fällig. Ihr seid sowas von fällig, hey. Wenn ich euch das nächste Mal in die Finger kriege, hey. Na, Impa, noch irgendwelche tröstende Worte, oder? Wo ist das Triforce? Ja, nicht mich hier lange anstellen, ich will wissen, was das Triforce ist. Impa. Spuk schon aus. Okay, wieder mal. Immer noch in der Vergangenheit, kommen wir wieder rein? Nee, das Tor ist zu, natürlich. Hier kommen wir auch nicht raus, oder? Also Impa, wie soll es weitergehen? Ihr habt euch verabschiedet. Finde das Triforce, wie du es Zelda versprochen hast. In deiner eigenen Zeit warten viele Aufgaben auf dich. Sorge dich nicht, ich will Zelda hier beschützen. Vollende du deine Aufgabe. Moment mal, wir sollen jetzt in unserer Zeit zurückkehren, um das Triforce zu finden. Schön und gut, nur habe ich damit ein kleines Problem. Der Todbringer ist ja hier. Also hier gerade versiegelt worden, das heißt, wir müssen das Triforce hier hinbringen, um ihn platt zu machen. Hallo? Muss ich das Triforce jetzt echt aus der Zukunft in die Vergangenheit bringen? Ach Leute, das hatten wir schon Ocarina of Time, das geht in die Hose, ich sag's euch. Das splittet wieder die Timeline und wir haben wieder einen Arsch voller Scheiße. Ich sehe es jetzt schon kommen. Aber nicht raus, das heißt, zurück in die Zukunft. Öffnen. Was sagt die Zeit? Ja, ich kann zwar noch einiges erreichen, aber zuerst mal schauen, was hier in Cutscenes noch vor uns liegt. Kann das jetzt Todbringer schon wieder? Bin ich jetzt zu weit in die Zukunft zurück oder wie? Du bist wieder zurück. Dann weißt du jetzt alles. Ja, so ziemlich alles. Auf der anderen Seite des Tores schläft Zelda. Du musst keine Angst um sie haben, es geht dir gut. Tröstende Worte. Das Triforce, jene Kraft, die den Todbringer besiegen kann, wurde der Legende nach von der Göttin Wolkenhaut versteckt. Was? Der Wolkenhaut ist doch unsere Insel, oder? Why the hell? Ja, ich meine, Fei? Sag mal, wie wurdest du denn bitte schon programmiert? Wieso hättest du uns gleich sofort zum Triforce führen können? Oh, Menschenskind, hey, ich kapier das nicht. Aber niemand weiß wo. Dazu schweigt die Legende. Wie wär's mal, die Insel auseinanderzunehmen? Ich meine, irgendwo muss das Triforce sein.
Mehr weiß ich leider nicht darüber, Michael. Ja. Das ist genauso hilfreich wie Fei. Der Schlüssel für Triforce muss sich im Wolkenhof verbergen. Aber das wird das okay. Man sollte sich auf die Suche nach dem Triforce machen, ja. Hey, warte mal einen Moment. Was ist los? Willst du zurückkommen, Bardo? Michael, ich muss mit dir reden. Ja, was gibt's denn, Alter? Ich habe nicht unbedingt viel Zeit, von daher... Also, Zelda, dir geht's doch gut, oder? Gut kann man dem nicht sagen, aber... Ja, okay, doch. Eigentlich geht es ja gut. Das ist gut, ja. Es geht ja gut, das ist gut, Mann. Welch wortreichende Konversation. Aber es ist noch nicht vorbei, oder? Nicht wirklich. Es ist so, Michael. Ich habe mich entschieden, nicht zu Wolkenhorn zurückzukehren. Wieso? Ich bleibe mit dem Mütterchen hier. Damit du bei Zelda sein kannst, du alter Perversling. Willst du sicher unter Druck gucken, wa? Hey, mach nicht so ein Gesicht. Ich weiß schon, was ich tue. Alter, wage es nicht Zelda anzurühren, klar? Weißt du, ich habe hier meine Bestimmung gefunden. Ich muss dieses Ungeheuer bewachen. Und mich um das Mütterchen kümmern und so. Meine Aufgabe ist sicher nicht so ruhmreich wie deine, aber ich bin damit zufrieden, verstehst du? Ja, mehr oder weniger. Außerdem gefällt es mir hier. Zwischen den Wolken zu leben war nicht übel, aber ein richtig fester Boden in den Wüsten ist auch nicht zu verachten. Schau. Dank seltener Mütterchen ist Leben in dieses Land zurückgekehrt. Wenn man hier einen Keimling pflanzt, würde daraus bestimmt ein toller Baum wachsen. Ist das eine Andeutung? Ich meine, einen Keimling pflanzt, ist so ein roter Schrift hervorgehoben. Heißt für mich, ist das irgendeine Sidequest oder so? Das merken wir uns mal, Freunde. Das hier wird sicher mal ein Ort, an dem die Menschen gerne leben wollen. Ja, meinst du? Es wird wohl einige Zeit dauern, bis ein Baum hier richtig groß wächst, aber ich habe Geduld. Könnte es sein, dass hier mal der Deku-Baum wächst? Das ist, was ich gerade fühle. Was du nicht alles fühlst. Jedenfalls, also, grüße alle von mir, wenn du zum Wolkenhorn zurückkehrst, ja? Meine Jungs werden vielleicht traurig sein, aber sage ihnen, dass es mir hier gut geht. Danke, Michael. Ja, kein Problem, Alter. Okay, wir können theoretisch jedes Mal zurück, wenn wir wollen. Alte Schika-Frau. Moment mal. Impa wartet doch auf der anderen Seite des Tores, sprich in der Vergangenheit, und bewacht Zelda. Zelda ist immer noch da drüben und wird von ihr bewacht. Die Klamotten, hey. Kann es sein, dass das Impa ist? Der Schlüssel zum Triforce muss sich im Wolkenhof verbergen. Du sollst dich auf die Suche nach dem Triforce machen. Ja, okay. Was ich dir allerdings noch raten würde, alte Impa oder wer auch immer du bist, mach gefälligst das Tor zu, Mann! Ich meine, ist dir vielleicht schon mal auf die Idee gekommen, dass Giwahim vielleicht mal hier durchspazieren kann und zurückgeht und dieses Bernsteingefängnis, was auch immer das von Zelda sein soll, aufsprengt und damit die abhaut? Natürlich nicht. Soweit denken sie natürlich nicht. Oder die haben auch das Gefühl, ja, Giwahim, der ist nur ein verzogener kleiner Bengel, pff, was will er schon machen? Oh Mann. Gut, wir haben jetzt das Master-Schwert. Mal was testen. Wow, das ging aber schnell, hey. Oh, das Schwert der Power. Masego ist hier und ihm noch diese Boglin safe. Verdammt, ich dachte, hier wären mal ein paar Vögel. Das ist ein guter Zeitpunkt, um mein neues Schwert zu testen. Okay, noch 2 Hiebe. Wow, eine Wirbelattacke, die reicht auch. Alter, haben wir Power, hey. Wir müssen mal gucken, wie schnell das Schwert sich auflädt. Wow, ja, wir sind sowas von stark. Moment mal schnell. Ich will ja mal nach den Würfeln Ausschau halten. Wo hast du eigentlich noch welche? Was da lang? Nee, überhaupt nichts. Okay, spielt es eigentlich auch keine Rolle. Die Buchstatue hier. Zurück zum Wolkenhort, Leute. Ins Wolkenmeer reisen, Picobello. Oh ja, das will ich. Dann ging halt leider doch der ganze Part, die ganzen Cutscenes drauf. Aber jetzt sind zumindest einige Fragen beantwortet worden. Außer natürlich eine offene bleibt noch. Beziehungsweise 2. Die eine ist, wie sieht der Todbringer bzw. Demise aus? Und zweitens, wo ist das Triforce? Und drittens, was mir gerade noch einfällt, wo zum Henker ist die ganze Zeit Giwahim? Taucht bestimmt noch mal auf, oder? Ich traue dem nicht.
Ist das scheiße. Verdammt. Nochmal. Aber okay. Ich schätze einfach mal, dass der Todbringer nicht mehr so schnell entkommt. Ich sag schon Todbringer. Ich meine natürlich der Verbannte. In dieser Zeit in der Zukunft, dann in Gegenwart, wie auch immer. Taucht er wohl nicht mehr so schnell auf. Das heißt, wir haben ein bisschen Ruhe. Und können uns jetzt auf der Suche nach dem Triforce begeben. Und da gibt es vielleicht noch ein paar Sidequests. Ich weiß noch, dass nach dem ersten Kampf des Todbringers... Ich sag schon wieder Todbringer, Mann! Im ersten Kampf gegen den Verbannten gab es 1 oder 2 Sidequests zu erledigen. Die wollen ja alles nichts. Ja, wisst ihr was, Leute? Es bringt hier nichts mehr, noch groß herumzustehen. Warte mal schnell. Kurz schauen, was gibt's hier noch? Ja, hier. Wahres Masterschwert. Ein heiliges Schwert, erfüllt mit der Kraft der Göttin. Nur ein wahrer Held vermag es zu führen. Also, man kann sagen, ist sowieso ein bisschen unlogisch, oder? Ich meine, das Schwert wurde als göttliches Schwert, das Schwert des Himmels, wurde es von der Göttin selbst kreiert. Dann hat es alle 3 Flammen benötigt und am Schluss nochmal die Kraft der Göttin, um dann zum Masterschwert zu werden. Tja, schon ein bisschen seltsam, war. Egal, soll uns nicht stören. Im nächsten Part, Freunde, machen wir uns auf die Suche nach dem Triforce, oder zumindest mal nach ein paar Hinweisen, nicht wahr, Fei? Ist mir gerufen, Gebieter? Spielzeit? Nö. Ja, ganz schön fies, wa? Was gibt's eigentlich sonst noch? Ich hatte irgendwas vergessen, was wollte ich jetzt noch sagen? Entschieden wollte ich nicht ziehen, Link. Ah, genau, Fei. Und zum Masterschwert selbst. Wieso haben wir eigentlich in Ocarina of Time und sonstigen Spielen erstens kein Himmelhieb mehr? Meine Fähigkeit gibt's nicht mehr. Boah, fette Reichweite. Und wieso gibt's Fei nicht mehr? Ja, vielleicht ist das alles noch in diesem Spiel beantwortet. Also, ich speichere hier und im nächsten Part geht's dann genau hier weiter, Freunde. Mit der Suche nach Hinweisen für das Triforce. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.